Es sind es an Schulgang, nicht als Schüler, nicht als Prof, mehr als Buchlucker. Für genet zu sein, war ich am Lycée Aline Meirisch, und zwar gleich Woche an der Vierdrun. Ob Invitation von der Deutschprof Josiane Hoffmann an anderen engagierte Kolleginnen hun ich do a Workshop für potenziell Buchkritiker angeboten. Deelgehol hu Schüler von enger 2. A an enger 2. E. Also ich tun ich mal de pur Zule jongliert, nämlich denen vom Stadtteig, die beson dat nimmen 18% von die Jonken zwischen 10 auf 24 Jahren überhaupt an ihrer Freizeit lesen. Für Geneze sind 10 Minuten den Tag, dat am Durchschnitt. Wohlgemerkt sind dort Zeitungen am Magaziner online und offline schon abgegraff. Ich muss so und Dösiemen hun sich nawel fatzig gewonnert. Bon, sie selber lesen noch ein bisschen mehr wie dat. Hinne sind die Avantage von der Lektüre bewusst. Lese verbessert Gedächtnis, Konzentration, Kreativität, die Reflexionskraft, die Empathie, das Vokabular, das Weltwissen, aber das weiß ich noch alles. En passant baut die noch nach Stress auf. Me, das wohl wie beim Sporttreiben an der equilibrierten Ernährung. Wir wissen all, dass es gesund ist, und aber handeln wir nach lang nicht dementsprechend. Dacks genug, wenn man gut keine Lust tun, respektiv, wenn man mengen nicht gibt, keinen Spaß machen. Natürlich kann ich sich beim Lesen amüsieren. Das wissen Schüler aus diesem Workshop-Gruppe. Und dafür bezweifle ich auch nicht, dass sie dazu beitragen werden, dass Mission 2020 Klasse für die Masse ein Succès für die verjägt. Bei der Mission geht es nämlich darum, Lust zu machen auf Lesen. Aber bis Jahr 2020 über 20% Freizeitleser unter die Jonken zu haben, die mehr wie 20 Minuten den Tag lesen. Wenn ich an dem Zusammenhang Wunsch frei hat, dann, dass all liesbegeisterte Schüler zu einem Botschafter vom Lesen und zu einem kritischen Affikot vom guten Buch geht. Was ich aber nicht mit meinem Konzept Klasse für die Masse mengen, das sind elitäre, furztrische Schanken. Wir leben nun einmal an einer Spaßgesellschaft und wir müssen dem als Progressivkritiker an Enseignern Rechnung drohen. Das heißt, wir müssen die richtig Bücher finden, kaptivant Skripte für das Kapkino, die unter anderem eben noch Spaß machen. An der Optik als mein kontroverse Kritiker-Dekalog konzipiert. Den hun ich die Schülerinnen und Schüler dann kurz expliziert, gerade so wie mein literaturkritische Kader, den ich selber benutze, für meine Notizen während der Lektüre zu machen. Tja, und dann war es Tour von den Jonken, eine Kritikerbrille auf Nuss zu setzen, an 2 Texte zu lesen, nämlich Kurzgeschichte Die Bahnfahrt vom Guy Helminger aus dem Sammelband Rost und Märchen Monsieur Pest vom Nathalie Renvaux, ein Extra aus dem Fabula Rasa Recueil. Ihre Schülergruppe dazu Kurzkritiken op Lützebäuisch formuliert huet, goufen auch op der Basis von ihren Notizen 2 literaturkritisch rondisch Gesprächer gefordert, bëssen am Stil vom literarische Quartett. Ein Video könnt no. Haier war d'Audioversion von den 2 Kurzkritiken, die echt 4 gedroht vom Nora Gillen und die 2 vom Anna Fioretti. Wie weit gewe Jugendliche goen, für berühmt zu gehen? Verschiedene Jugendliche fühlen sich so ausgeschlossen von der Gesellschaft, dass sie durch radikale Aktionen sich an die Licht stellen wollen. Dorums geht es doch am Guy Helminger Singer Kurzgeschichte Die Bahnfahrt. Durch Zitat Lichtnasses Gemäuer schlängelt sich den Traum, wo ein Gruppe von jungen Mädchen ob den Protagonist trifft. Matelle von spruchliche Bilder geht die Atmosphäre vom Wirdener Strach an Spannung zwischen den 2 Polen, die über nie treffen, zugespitzt. Durch die Wiederholung vom Satz Ich bin berühmt vom Protagonist kreierte Guy Helminger eine Spannung, die den Leser fasselt und zu einer dunkler Vorahnung verlädt. Dabei bleibt der Schluss aber unerwartet. Durch den flotten Stil, den einfach zu verstehen ist, gelingt es dem Guy Helminger, dem Leser sein Interesse bis zum Schluss zu halten. Was das passt für Kant? Wieso geht in allen Herr vom Gebäude verschiedene Monsieur Pest genannt? Darauf geht Nathalie Renvaux an ihrer neuen französischen Kurzgeschichte an. Erzählt wird die Geschichte von einem kleinen Jungen, der am selben Gebäude lebt wie den Allemann. Sing Mam reagiert verrangem, sich von dem Allemann wie von der Pest fortzahlen. Kanda war erklärt sich bereit, dem Allemann zu helfen. Die Stärke vom Text leidet an seiner Offenheit für Interpretation an einer gelungener Kannersicht. Allerdings wendet sich den Text echter und den erwachsenen Publikum an eine Freiheit eine tiefgründige Überlegung. Ob ihm der Schluss gefällt, bleibt aber offen. Ich habe den Schüler können hofrig op hier Leistung sinn, sind dat immens gut gemacht. Vielleicht konnte ich ihnen noch ein bisschen Lust auf die kritische Auseinandersetzung mit Literatur machen. Ihrem schriftliche Feedback entullen ich jedenfalls, dass ihnen der Workshop unter dem Strich gerade so viel Fried gemacht hat wie mir. Von dieser Platz neige ein große Merci und all die den Workshop ermöglicht tun.